Schönen guten Tag und viel Spaß mit Scoppi on Air. Ciao zusammen, da ist wieder euer Scoppi vom schönen Schaffhausen. Nein, da ist wieder euer Scoppi vom schönen Schaffhausen. Ich hoffe, euch geht's gut. Euch hat die letzte Tour-Podcast-Folge gefallen, die zweite mit der lieben Carina. Und mir hat es nämlich auch gefallen, weil sie mega cool war zum Aufnehmen, muss ich wirklich sagen. Es war eine coole Partnerin, coole Gespräche, interessante Gespräche, ist super gewesen. Jetzt in diesem Podcast bin ich wieder solo unterwegs, aber es kommen wieder Gäste, ich habe wieder eingeladen und es kommen wieder, es sind gespannt. Ich habe nämlich jetzt wieder mal einfach so aus meiner Woche raus, was ich so gemacht habe. Diese Woche habe ich Winterdienst gemacht, nämlich am 3:30 am Morgen bin ich aufgestanden und bin bis um 12:30 am Nachmittag auf dem Bock gesessen, am Winterdienst machen. Ist auch mal etwas Neues für mich, eine neue Erfahrung, so lange auf der Maschine hocken, aber es war cool gewesen, um mal die Erfahrung zu machen und jetzt habe ich die Erfahrung und jetzt die kann mir niemand mehr nehmen. Und ja, aber es war cool gewesen, wirklich, auch wenn ich nachher todmüde war, heimgegangen bin und ins Bett gefallen bin. Ich war am Arsch gewesen, wenn du mich fragst, aber es war super gewesen. Dann bin ich, musste 2 Touren machen, ich habe nicht nur eine Tour gemacht, sondern 2. Ich musste dann auf Beringen. Und der Salzstreuer ist mir leider leer gegangen, weil ich zu viel Salz rausgehauen habe, weil es auch recht viel gebraucht hat, weil es aus nicht geschmolzen. Darum bin ich auf Beringen gefahren, Salz holen. Dort haben wir eine Garage, wo eigentlich das Winterdienstfahrzeug drin steht. Aber der Chef wollte es heimnehmen, wegen dem Verrosten, wegen dem Wäschen, verstand ich auch. Weil sonst kannst du den ganzen Karren nachher wegrühren nach dem Winter, weil das Salz greift ja wirklich alles an, das Streusalz. Das ist ja pures Gift für die Karosserie und für die Karre. Dann bin ich auf Beringen gefahren, musste dort helfen, weil der nicht nachgekommen ist, weil der ein kleineres Fahrzeug hat wie ich. Und dann haben wir dort eine Garage, wo Streusalz drin hat. Ich habe leider die letzten Säcke noch. Nachher hat es keine Säcke mehr gehabt. Okay, darum bin ich jetzt die Woche noch mit dem Kramer schnell dort runtergefahren, das Säcke bringen. Und ja, wie habe ich das gemacht? Hat im Magazin Knorrpalett quer. Habe vorne ein leeres Palett tun, oben drauf auch. Mit 2 Spannset, eins oben rum und eins rundum angezogen. Dann hat sich da kein Millimeter bewegt und ich konnte sicher von Daingen auf Beringen fahren mit dem Palett, da dort ausliefern. Schön die Garage rausputzen, das andere Palett rausnehmen mit dem Reosalz, das neue Palett einstellen, schön an die Wand an, das Reosalz-Palett wieder vorne an, ein schönes Bild machen, schön und nachher alles wieder zusammenräumen und wieder abfahren. Und wenn ihr sehen wollt, wenn ich das gemacht habe, den Winterdienst unter mit dem Salz, könnt ihr gerne auf meinen Insta-Account gehen, Scoppi_on_r. Dann seht ihr da, wenn ich das gemacht habe. Dort habe ich nämlich Reels hochgeladen über das. Und ist wirklich empfehlenswert. Schaut doch gerne mal rein, lasst gerne ein Abo da, lasst es gerne liken, teilt es gerne, zeigt es euren Freunden, eurer Familie, euren Verwandten, allen. Das ist schön, könnt ihr abonnieren, folgen. Wenn ihr echte Storys und so sehen, was wirklich passiert, dann müsst ihr dem Instagram-Account folgen, weil ich nur echtes Zeug poste. Nicht fake, alles echt. Und ja, dann bin ich nachher heimgegangen. Heute habe ich frei, sonst könnte ich den Podcast nicht aufnehmen. Ist zwar mega schönes Wetter, aber ich habe frei. Ja, und jetzt ist dann die Woche auch schon wieder rum. Am letzten Wochenende haben wir noch eine Warm-Up-Party gehabt in der Riguser Luft. Das habt ihr sicher gesehen in meiner Story. Aber die war auch mega gewesen, wirklich der Hammer, recht voll, super Gucken, mega viel Verkauf, mega viele Leute, mit mega vielen Leuten wieder mal geschnarrt, was auch mal ein bisschen lustig ist und wieder cool. Ein bisschen mit vielen Leuten schnarchst, wenn du gerne schnarchst, so wie ich, ist das super. Und ja, dann hat man am 7. war die Türöffnung und am 2 am Abend, also am nächsten Tag, am 2 am Morgen, haben wir die Leute fast rausreißen, dass wir können anfangen aufräumen und das Grobe machen. Weil sonst, wenn wir das nicht gemacht hätten, wären die Leute nie gegangen. Aber ja, dann ist es halt wieder vorbei gewesen. Diese Woche habe ich wieder ganz normal Probe, obwohl es eine spezielle Probe ist. Weil diese Woche ist Hilari und bei Hilari wissen ihr ja, alle drüllen durch, wenn Hilari ist. Wie in unserer Guckenmusik hat es auch 2, 3, die an Hilari gehen. Aber ich persönlich kann jetzt nichts mit dem Hilari anfangen. Ich gehe auch jedes Jahr schauen, aber ich kann nicht richtig anfangen mit dem. Aber
vielleicht könnt ihr mir ja sagen, wenn ihr Hilari-Gänger sind, was ist so speziell an dem Hilari, was ist so toll daran, dass ich da vielleicht verstehen kann. Ich verstand das nicht ganz, aber wenn du das natürlich cool findest, dann go for free, macht ihr das. Macht ihr das, was ihr das toll findet. Ich muss mich noch reinfuchsen oder mal noch ein bisschen mehr gehen. Vielleicht komme ich dann auch so in das Hilari-Thema rein. Aber momentan komme ich irgendwie nicht rein. Aber da kommt sicher noch, wie wir ja gelernt haben, wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch. Und ich wollte das besser kennenlernen, also schaffe ich es auch. Du musst immer positiv denken, weil wenn du positiv denkst, geht auch alles leichter und ist alles besser. Und ja, da wäre es eigentlich so gewesen mit der heutigen Folge von Skopionair. Wenn ihr jemanden in eurem Bekanntenkreis habt, oder in der Familie, oder ihr selber, oder sonst jemand, wo mit mir hier nebendran hocken und mit mir einen Podcast aufnehmen, könnt ihr mir das gerne sagen, oder er soll mir gerne DM schreiben auf scopi_on_r oder per E-Mail unter scopi_on_r@gmx.ch könnt ihr mir auch gerne E-Mail schreiben. Und dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, dann nehmen wir zwei nämlich auch einen Podcast auf, so wie die liebe Carina. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich jemand melden bei mir. Und danke viel mal, dass ihr so zielreich mich hört und dass ihr mich so supportet. Das finde ich mega toll von euch. Ich wünsche euch ganz einen schönen Resttag. Macht's gut, euer Skopi!